Hier ist unsere Geschicht. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschicht, Nummer 31. Ditmaal wordt davon, wanneer en wo de zogenaamde landkaart van de Mennonitische koloniën en dorpen en de Cuauhtémoc omgegend en Chihuahua, Mexico en Stopen entstanden is. Man wünscht dat ik de Geschichte van dem Entstehen van de zogenaamde landkaart van de Cuauhtémoc omgegend Mennonitische Siedlungen en dorpen vertalen zal. En ik wil dat verzekeren te doen. In Mexico wonen de Mennoniten van deel al op über 30 verschiedene Siedlungen in 8 estados. In Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz en San Luis Potosí. Aber in der Cuauhtémoc omgegend, wo kanadische Mennoniten 1922 im Märzmonat anfangen zu kolonisieren, da wohnen in über 150 Dorpen auf 6 Kolonien, auch von der noch mehr Mennoniten als irgendwas wo in Mexiko. Und ich will hier nu verzekeren, zu schildern, wo die Cuauhtémoc omgehend Mennoniten ihre Landkaart an Feierstopen entstanden ist. Ich habe ju einmal was davon gesagt, wo das erste Port von der Landkaart von den Manitoba und Swift-Current Kolonien en daarpa bij San Antonio de los Arenales al 1921 aanvangt te ontstaan. Im Herbst 1921 als kanadische Mennoniten ein sehr großes Port vom Flachland oder plattliegenden Westland en dem großen Bustillos-Tal wie San Antonio de los Arenales en Chihuahua kauften, dann wird dort damalige San Antonio noch nicht mehr als eine Suchstation. In des Ort, San Antonio de los Arenales, wir 21 noch kein Stadtje oder Dorpje. Das Ort wir bloß eine Suchstation mit ihrem Waterbarm und Waterzester, von wo uit die Zugfahrer ihre große Watertank für die Zuglokomotive abfällen können. An oder lang der Isarbahn, wie diese Suchstation stunden damals 13 Bäume. Und dann stunden da dicht bei dieser Station noch die Zuluaga-Familie ihrer großer Specker, ein atlige kleine Leimkoten, wo bernen atlige Suchstation Arbeiterfamilies, ein atlige von der Zuluaga-Familie ihrer Arbeiterfamilies wohnten. Dort wir alles, was 1921 zu dem Ort oder die Station San Antonio de los Arenales gehört. In der März 1922 als die erste Ölkolonie in Sommerfeld der Mennoniten von Manitoba und Saskatchewan, wie die Station San Antonio de los Arenales in Chihuahua ankamen, dann wir an diesem Ort noch immer kein einziges Sturche, kein einziges Handelsgeschäft und auch keine Postoffice. Aber diese Station wir 1921 selbstverständlich erwies, all ab den Mennoniten ihrem Landtitel oder Landkart angemerkt worden, weil die Mennoniten von Kanada ihr Land an dieser Station Raum lag und weil sie bei dieser Station ankommen wurden. Die ersten 2 Bilder auf der 47. Seite am geschichtlichen Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko schildern genau, wo dort San Antonio de los Arenales damals aussah. Ein Neuwort von der ersten Staub von unserer sogenannten Landkaart, von wo unsere mennonitische Landkaart von den Manitoba und Swift-Current Kolonien wie die Station San Antonio de los Arenales in Chihuahua anfängt zu entstehen. Was wir ab unsere erste mennonitische sogenannte Landkaart in Chihuahua, Mexiko, und wer hat die gemerkt oder getekend? Wozu wir die damals gemerkt worden und von wem und so weiter. Die Ölkolonie Mennoniten, ihre Delegaten von Kanada, hatten 1921 mal ein kleines Port von der Zuluaga-Familie ihrem Land in Chihuahua gekauft.
Die ganze Zulagerfamilie wohnt damals an der Hacienda Bustillos. Und an dieser Hacienda herum eignet diese Familie damals über 700.000 Hektar Land. Die mennonitische Delegaten von Manitoba haben sich dort Port von dieser Familie ihrem Land als Siedlungsland gekauft, wohnt an dem großen Bustillos-Tal in Chihuahua liegt. Und sie haben sich ihr Land da so ausgesucht, dass nie 150.000 Acker große Siedlung an dem großen Tal zwischen der westliche Boischicht vom Tal und der große Bustillos Laguna, der Lake, dicht an der östliche Boischicht zu liegen kommen soll. Und zwar so, dass er am Süden von dicht bei der damaligen Minenstadt Cusiviriaci, was am Norden dicht an der Stadt Rubio rechnen wurde. Und die Delegaten von Swift-Current, Saskatchewan, haben sich ein Fleck von 50.000 Acker Siedlungsland so ausgesucht, dass ihre Siedlung auch, was dicht an der westliche Boischicht am Bustillos-Tal zu liegen kommen soll, von dicht bei Rubio am Süden und was dicht bei La Quemada am Norden. Also die mennonitische Delegaten von Kanada haben, als sie ihre große Fläche Land in Chihuahua an dem enormen Bustillos-Tal kauften, den Umfang oder den Perimeter von ihrem Siedlungsland bestimmt und haben dann die ganze 200.000 Acker Land für ihre beiden Kolonien darauf angekauft, dass die Zuluagas, die Landverkäufer, das gekaufte Land für einen so anmieten mussten, dass auf ihrem ganzen Land 2 Kilometer überein vom Süden um Norden und vom Westen um Osten Linien wären und dort ab jeder Art von einem 2 Kilometer bei 2 Kilometer Fläche ein permanenter Pol angesagt worden soll und dort auch die Anfangsgrenze, der Perimeter von ihrem Land mit permanenten Pols getekent worden soll. Also diese Landanmietung muss von den Landverkäufer gemerkt worden und wird selbstverständlicherweise von mexikanischen Ingenieros gemerkt. Weil diese Landkarte zu den Mennoniten ihrem offiziellen Landtitel gehören muss. In des Landtitel mit der getekenen Landkarte wird den Mennoniten im September 1921 angehändigt, als sie ihren Landhandel mit der Zulagerfamilie fertig gemerkt haben. Aber mennonitische Landmeter von Kanada wären auch mit dabei gewesen, als ihr Land in Chihuahua von mexikanischen Ingenieurs so angemeten wird. Diese von mexikanischen Ingenieros für kanadische Mennoniten getekende Landkarte wäre also der Anfang von dem Entstehen von der sogenannten Landkarte von mennonitischen Siedlungen in Bustillos-Tal bis San Antonio de los Arenales in Chihuahua, Mexiko. Mennonitische Delegaten und Landmeter von Kanada erhielten, als die Landmetung für ihren Landtitel fertig war, selbstverständlicherweise auch Kopien von ihrem 2 Kilometer bei 2 Kilometer angemähten Siedlungsplan in Chihuahua. Ein 2 Kilometer bei 2 Kilometer großes Fleck Land sind 400 Hektar, also meist 1000 Acker. Die mennonitische Delegaten und ihre Landmeter brachten 1921 Kopien von dieser von mexikanischen Ingenieros getekende Karten mit nach Kanada. Und hier in Manitoba molden oder tekenden Landmeter in Vorsteher en Feier bat 6.000 Acker große Fläche Land für Dorfspläns auf ihre Landkarte von ihrem in Chihuahua gekauften Siedlungsland so auf, dass jeder Fleck ungefähr groß genug sein soll für ein Dorf. Und dann geben sie jeder ein von diesen Flecken oder Dorfsplans auf ihre Karte eine Nummer. Auf der Manitoba-Kolonie Landkarte von der Manitobischen Oldkolonie, ihrem in Chihuahua gekauften Siedlungsland in Mexiko, wären die Dorfsplan-Nummers ab vererst Mal von Nummer 1 bis Nummer 25 hineingetekent. Nicht alle von Manitoba-Mennoniten gekaufte Siedlungsland wäre ab vererst nummeriert worden, weil sie viel mehr Land gekauft haben, als sie da in den ersten Jahren brücken wurden.
Die 12 Korinther hadden ganzes Fleck Siedlungsland in Chihuahua in 18 Dorpsplans aufgemalt oder getekend. En ihre Dorpsplannummers wären erstlich von Nummer 101 bis Nummer 118. Die 12 Korinther hadden ihre Dorpsplans so auf ihre Karte ingetekend, dat alle Dorpen vom Süden um Norden angelegt worden sollen, en zwar 4 Kilometer uitein en gelijke Regen. Ein paar Dorpen werden aber doch nicht gerade an eine 2 Kilometer Linie angelegt. Als die Dorpsplans auf die Landkarten von ihrem gekauften Siedlungsland am großen Bastierstall in Chihuahua aufgemalt oder aufgetekend und nummeriert worden wären, dann hielten die Oldkolonie Mennoniten auf die Westreserve in Manitoba und auch auf die 12 Korinther Reserve in Saskatchewan eine sogenannte Zusammenkunft, wozu alle Schuldenämter topgekracht worden wären. Und auf diese Zusammenkunft wird berät oder bestimmt, dass man durch sogenannte Lässer bestimmen wird, wonen Dorpsplan den Oberst von einem gegebenen Dorp in Kanada und Chihuahua haben und besiedeln dürfen, wann sie dort wurden angekommen sind. Und wo soll das Laststreiken gedonnen worden? Man hat die Dorpsplannummers, wo auf der Landkarte von ihrem gekauften Siedlungsland in Chihuahua angetekend werden, alle auf gleichen große Papiertjes und abgeschrieben, und dann kriegt über ein Topf gelegt. Und diese nummerierte Papiertjes werden dann an einem Haut angelegt und durcheinander geschert. Und dann muss jeder Dorpsschuld oder Dorpsvorsteher ein so ein Papiertje aus dem Haut rausnehmen. Und die Nummer, wo noch auf dem rausgenommenen Papiertje stand, die wird dann bestimmen, dass Dorp in Chihuahua dort Fleck Land oder den Dorpsplan nehmen muss, wo noch diese Nummer gegeben worden wäre, auf der Landkarte. Als das alle auf der Zusammenkunft gedonnen worden wäre, dann wüssten die Schuldenämter von alle Dorpen kriegt, wo ein Port vom gekauften Siedlungsland in Chihuahua Dorp oder Dorpsplan worden soll, sodass, wenn sie in Chihuahua ankommen würden, kriegt weiten würden, wo sie Dorp anleihen und jeder einem sein Land tometen dürfen. Als das alle gedonnen worden wäre, dann wird in jeder Dorp ein Schuldenbad anberühmt, wo die Schuldenämter alle Büros im Dorp erklärten, wo ein Dorpsplan Dorp zugefallen wird durch das Lass. Und nu weiß jeder Familienvater, all ehe sie anfangen von Kanada nach Mexiko überzusiedeln, kriegt wo ein Port von dem nie gekauften Siedlungsland in Chihuahua Dorpsplan worden soll. Und dann bestimmten die Büros im Dorp ab ihrem Schuldenbad, meistens auch all in Kanada, kriegt wo und wo sie Dorp in Chihuahua anleihen wollen, ab ihrem durch Lass zugefallenen Dorpsplan. Und ab der Manitoba Reserve bestimmt man meistens auch all, ehe sie anfangen nach Chihuahua auszuwandern, ob Dorp dort vom Süden um Norden oder vom Westen um Osten angelegt worden soll. Und manchmal auch, ob Dorp dort kriegt, ob eine 2 Kilometer Linie zu liegen kommen soll oder zwischen zwei so eine Linien kommen soll. Und auch mehr oder weniger, wo ihre Wohnstätten dort ausgemeten worden sollen und so weiter. So dort, wenn die ersten Büros von einem Dorp dort wurden angekommen sind, weiten sollen, wo und wo sie die Büstätten ausmeten und anleihen sollen und so weiter. Die 12 Korinther haben in Kanada all bestimmt, dass sie ihre Dorpen in Mexiko alle vom Süden um Norden kriegt, auf eine 2 Kilometer Linie anleihen wollen, aber in Manitoba bestimmten einige Dorpen, dass sie ihre Dorpen in Chihuahua vom Westen um Osten anleihen würden. Und einige bestimmten auch, dass ihre Dorpen zwischen die 2 Kilometer Linien angelegt worden sollen und so weiter. Als dann aber im März 1922 die erste Oldkolonie-Familien von Manitoba bei San Antonio, Chihuahua angekommen wären und von dort ab ihrem Dorpsplan hinabfuhren und dort das Land von ihrem Dorpsplan genauer besagen oder untersuchten, dann fangen die Vaters von einigen Familien durch Ursachen, wo wir in ihr Dorp nicht kriegt durch und auch nicht kriegt so angelegt worden können oder soll, als die Vaters in ihrem Dorp dort in Kanada gewünscht hatten.
Daar werden liggen einige dorpen op beide kolonien in Chihuahua, een klein beetje bezied, een 2 kilometer linie. Ik weet dat wenigstens een dorp, dat dorp zijn wees, nummer 20, woont die eerstgekommene Einwandererfamilies krijgt op een 2 kilometer linie aan te leien aangevangen hadden, zoals de Vorderstadt en ihrem dorp in Canada gewünscht und bestimmt hadden. Dort wordt, als am nächsten Jahr, oder vielleicht auch al am Herbst 1922, noch mehr Families von Scheinwees in Manitoba uitgewandert und an ihrem Dorf Scheinwees in Chihuahua angekommen wären, dann doch noch ab etliche 100 Schau Besiedlinie verlegt wird. Aus der Johann Reimer Familie auch in den Dorf Scheinwees in Chihuahua angekommen wäre, und die Reimer dann sagt, dort kriegt Eva, was seine Büstedt sein soll, eine sogenannte Lecht überging, dann verlangt er, so hat uns Vater mir dort mal vertalt, dort Dorf Scheinwees so viel wieder Osten angelegt worden soll, dass seine Büstedt nicht an eine sogenannte Lecht seinen braucht. Diese Entscheidung zu merken, dort nie angefangene Dorf Scheinwees Nummer 20, auch wenn all ein paar Bürgers auf ihre Büstetten wohnten, noch ein bisschen wieder Osten zu verschieben, dort jäf, so als ich unsere Vaters davon vertalen gehört habe, noch allerhand auf. Aber am Ende wird das doch gedonen. Das Dorf Scheinwees wird nie angemeten und so angelegt, dass Jan Remers ihre Büstetten nicht in der Licht seinen braucht. Die paar Nobers, wo wenigstens all Wort gebüht hatten, auf ihre Büstetten, die mussten sich dort checken, dass sie ihre Büstetten verleihen und noch einmal ihren Anfang merken mussten. Als dann 1927 alle Old-Kolonier-Families wonen von Manitoba und Swiftcurrent, Saskatchewan nach Chihuahua übersiedeln wollen, dahin übergesiedelt wären und ihre Dorpen dort angelegt worden wären, dann wurden die Dorpen auf die Landkarte und die Dorfsplans rechtmäßig hineingemalt oder hineingetekend und damit wird dann der erste Staub von dem Entstehen von der ersten Landkarte oder Mappa von den mennonitischen Kolonien in ihre Dorpen in dem großen Bustierstol wie San Antonio de los Arenales in Chihuahua, Mexiko, fertig geworden. Auf dieser Landkarte wären aber natürlicherweise mal die Dorpen angetekent worden, wo von der oldkolonischen Einwanderer von Kanada in den 1920er Jahren gegründet und besiedelt worden wären. Die Dorpen, wo later angelegt worden, die wären in diese erste Landkarte noch nicht hineingetekent worden. Die Sommerfelder ihrer Siedlungen, Halbstadt und Bergtal, und die Santa Clara Siedlung mit ihrer Dorpen, wo dort auch all in den 1920er Jahren entstanden wären, und auch die von Kansas nach Chihuahua gekommene Kleingemeinde, ihre Dorpen, Heiboden und Hoffnungsau, wo all seit 1924 auch da wären, die wären auch noch nicht einmal auf diese erste Landkarte angetekent worden. Hier brechen wir für das Mal wieder auf. Nächstes Mal wird von unserem Reitmerken im Jahr 1949 zu meiner vollkommeneren Landkarte merken von den mennonitischen Siedlungen und Dorpen in der Cuauhtémoc Umgegend in Chihuahua. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.